Für die Leute von Israel zu strafen, hat Herrgott sie 70 Jahre in der Babylonien gelassen als Sklaven. Nach den 70 Jahren haben die Leute angefangen zurückzukommen, für die Nation nochmal aufzubauen. Aber die haben sich gleich desanimiert. Zacharias war ein Priester, wo Herrgott gerufen hat, von Propheten zu sein. Der hat dem Herrgott seine Aussage weitergesagt, für das Volk nochmal animieren, für die Nation nochmal aufzubauen. Dem seine Hauptste Prophezie sind die, wo sagen, dass der Ritterkönig, der Messias, kommen wird. Mit der Erscheinung hat Gott der große Priester Josef im Zacharias gezeigt. Der hat neben ihm Gott sein Engel gestanden. Satanas, wo gekannt war als der gefallene Engel, die Scharak und der Teufel, hat an Josue sein Rechtsseite gestanden, fertig vom sie beschuldigen. Und Gott sein Engel sagt für den Satanas, dass Gott dich kondemniert, Satanas. Der Mann ist wie ein Stück Holz, wo vom Feuer rausgeholt wird. Josue hat dreckig Zeich an und ist weiter vor dem Engel stehen geblieben. Da sagt der Engel für die, die am Helfen waren, soll dem Josue sein dreckig Zeich austun und nachher sorgen für dich. So hole ich dein Sünde weg, und jetzt tun ich dich an mit Festzeich. Demnach hat der Engel gesagt, für die ihm geholfen haben, soll dem Josue ein Turband antun, wo geklärt war. Die haben ihm den Turband auf den Kopf getun und haben ihm Festzeich angetun. Und am Herr sein Engel ist weiter dort stehen geblieben. Der hat für Josue gesagt, der allmächtige Herrgott sagt dir das, wenn du mein Gesetz anhörst und tust deine Pflicht machen, wie ich's dir sage, dann tust du den Tempel feiern, du tust den Tempel aufpassen und die ganze andere Gebäude. Und wie die Engel, wo da stehen, hast du dieselbe Rechte für bei mir sind. Deswegen, Herr, große Priester Josue, und Herr auch die Priester, wo bei dir sind, der all Seiten zeige, dass ich für mein Volk einen Diener schicke, und der heißt Neue Palm. Ich habe dem Josue einen Stein vorgelegt, wo 7 Seiten hat. Ich, der allmächtige Herr, tun auf den Stein einen Namen gravieren, und in blank einen Tag tun ich die ganze Sünde von dem Land wegholen. An dem Tag kann jeder eine von euch die Nachbarschleut einladen, dass er nicht die Trauben gerichten und nicht die Feigen bei ihm in Ruhe bleiben kann.